Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Letzte Woche habe ich gesagt, wir hätten diese Woche die nächste Verhandlungsrunde mit den Briten für als die zukünftige Relation zwischen Großbritannien und der EU ein Handelsaufkommen muss man da fertig kriegen, wenn wir wollen, dass das Waren ob man so einfach wie möglich zirkulieren können und dass das Wirtschaft dadurch so man wie möglich eigentlich impactiert wird. Es ist aber so, egal wer eine Relation mal Martine wird raushandeln, es wird größer Probleme geben. Das muss man als bewusst sein und man muss als darauf vorbereiten. Das war so, dass man in den Verhandlungen de Michel Barnier mit seiner Equipe von der Europäischen Kommission, von der sogenannten UK Taskforce verhandeln mit den Briten. Sie kommen heute zurück von London, nur der 8. Runde, wir gehen die Mitte gewusst, was dabei rauskommt. Die ganzen Diskussionen sind über ein ganz dunkel Wolken drüber, weil es ging immer weiter Eskalationen, besonders weil die Briten lo von Sachen zurückklammen an erschreiten, wo sie eigentlich schon hier Innerschrift drin gesagt haben, den sogenannten Accord de Retrait. Da hat man uns geeinigt, dass den Accord de Retrait soll besonders auch die Relationen an die Situation an Nordirland regeln. Da wisst ihr, dass eine ganz sensible Situation auch mit der Friedenssituation an, dass man im Moment keine Grenzen haben, das ist, was wir wollen halten. Und da muss man aber ganz gut aufpassen, weil das ist ein direkter Kontakt mit dem Marché intérieur von der Europäischen Union. Wir müssen aufpassen, dass da nicht Waren einfach unkontrolliert rüberkommen, die vielleicht nicht unseren Standards entsprechen. Das ist ein Text, da haben wir sowohl als Europaparlament den haben wir gestimmt, der Boris Johnson hat ihn unterschrieben, auch noch sein Parlament hat den Akkord gestimmt. Lo kriegt man das Wort nur, weil sie darin wollen Änderungen machen wollen. Das heißt, sie gehen eigentlich zurück machen Sachen, ob die wir schon einen Akkord drauf haben. Das ist für uns fatal, besonders weil sie da auch international Recht eigentlich brechen an am Platz, dass mal nur 4 kommen, gehen sie nur noch handeln. Und ich meine, das ist wirklich ein ganz negatives Signal, weil wir kommen auf die richtigen Verhandlungen gar nicht weiter, du weinst da. Wir müssen das wirklich vorstellen, können wir denen dort überhaupt noch trauen, wann das hier Innerschrift wert. Und ich meine, das ist etwas ganz, ganz wichtig so an der Politik. Es muss ihn, wenn er bis seine Innerschrift drin gesagt hat, wenn er etwas gestimmt hat, dann muss er noch dazu stehen. Wir verlieren ein bisschen Vertrauen an die anderen Seite, an die Briten. Und das muss man gucken, dass wir das umgedreht kriegen. Den Maroš Šefčovič, der Kommissar, den auch in den Verhandlungen teilgeholt hat, ein Ultimatum gesagt. Wir hätten gerne, dass den Accord de Retrait dat den respektiert gëtt an dat wat Brite lopen dëch gelöscht hunn, sollen se bis Ende des Monats reglieren. Men akzeptieren net, dat se international Recht an den Accord de Retrait nach enker opmachen an der Form. Dat ass fir eis ganz ganz wichtig. Sos können man net weiter verhandeln, wann man dat net errechen, da mis man Verhandlungen eigentlich auch komplett aufbrechen. Dat ass derppes wat mir absolut nicht wollen. Wir wollen so gut wie möglich mit den Briten weiter zusammen schaffen, an auch den Handel betreiben. Ich meine, das ist besonders für sie wichtig, weil bald 50% von ihren Waren, die sie exportieren, gehen an die EU exportiert. Wir leihen bei 8% von der Europäischen Union von den Waren, die an Großbritannien gehen. Das wird, wenn wir da Kinder fanden, wird das der Wirtschaft auch während der Pandemie, wo wir sowieso schon leiden, noch wirklich EQ-bar gehen. Das müsste eigentlich an jeder anlichten, dass man das verhindern müssten. Und wir werden weiter am Ball bleiben, für das Toten auf die richtige Schiene zu bringen. Ich muss aber sagen, Zeit lief das fort, weil wir mussten bis Ende Oktober einen Akkord haben. Der muss nämlich noch vom Europaparlament ratifiziert gehen, für das dann auch ab dem 1. Januar kann funktionieren. Du bleibt noch ganz, ganz viel zu machen. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr besser Nachrichten gehen, weil im Moment aus die britische Seite ganz klar darüber aus, wenn sie so weiterfahren, dass man keinen Akkord, kein No-Deal werden haben. Das ist fatal für beide Seiten, für sie noch mehr schlimm wie uns. Und ich fand es irresponsabel, weil sie offern eigentlich als politischer Ideologie Zukunft von der nächsten Generation. Das dürft eigentlich keine Politiker machen. Und ich hoffe, dass sie da endlich auf den Weg von der Raison zurückkommen. Ich sage nicht merci für das Zuhören. Ich werde euch auch weiter über diesen ganz brisanten Sujet berichten. Ich hoffe, dass wir bis Ende des Jahres eine Lesung finden. Und dann hoffentlich bis geschwind auf meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.